Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Auge hängt. Meins auch. Aber das linke. Bei mir ist auch das linke. Hey, aber ganz ehrlich, es ist eine richtig, richtig unchristliche Zeit, bei der wir gerade aufnehmen. 2 von 3 sind es auf jeden Fall absolut nicht gewohnt. Keine Ahnung, wenn du meinst. Wir nehmen auf jeden Fall quasi frisch aus dem Bett auf. Wir sind gerade aufgestanden. Ihr könnt ja mal in Kommentare schreiben, wann ihr aufstehen müsst. Für uns ist es auf alle Fälle zu früh. Ich würde die Stimmung gerne ein bisschen auflockern mit der Frage, die ich letztens auf TikTok gesehen habe. Und zwar war die Fragestellung so: Stellt euch vor, ihr seid in einem Raum mit lauter Leid und eure Freunde müssen euch an einem Wort erkennen, das ihr sagt. Also ihr dürft ein Wort sagen. Welches Wort nehmt ihr, damit die euch zwischen die ganzen anderen Leuten auserkennen? Das darfst du nehmen, Anja. Boah, das ist auch schwierig. Also, dass man mich per se rauskennt. Vielleicht Mäh. Weil ich, glaube ich, die einzige Person bin, die ich selber kenne, die ständig Mäh schreibt. Aber es passt da sehr oft. Ja, stimmt, sagst echt oft. Es ist meistens der Ausdruck, dass man irgendwas nicht passt. Bla 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 bla, Mäh. Und ihr? Verena! Da darf ich die auf jeden Fall auserkennen, ja. Ja, weil Verena einfach ihren eigenen Namen sagt. War doch schwierig, wenn es einfach geht. Und du das? Ja, ich habe dann überlegt, was ich nehmen darf, damit ihr zwei mich rauskennen darf. Und ich glaube, ich darf Eisprung-Benny sagen. Unangenehm. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Ganz ehrlich, selten so ein schönes Intro gehört. Ja, geht mir auch so. Und das Schöne ist, dass ich da, seitdem ich das gemacht habe, einen Ohrwurm davon habe und das regt mich sehr, sehr auf. Das ist ein schöner Ohrwurm, aber finde ich. Gibt schlimmer nicht. Pui. Ja, ich hätte auch gerne mal ein Video von irgendjemand, der da wirklich mitsingen kann. Weil, wenn ich da mitsinge, dann ist das Wellensittich Stammtisch. Jodeln ist ja irgendwie sowas, das mehr hätte ich irgendwie gern kennen und irgendwie auch nicht. Ich kann es halt nicht sagen, warum. Ich finde, das war ein guter Ausflug für uns mal. So Ein Jodelkurs. So ein Workshop, ja. Ja, ich bin Ja, mir nicht warum sicher. nicht? Ich glaube, dass das sehr, sehr unangenehm ist. Ich glaube auch, ja. Aber kommt trotzdem auf unsere Listen, finde ich. Ja, da hat uns auf jeden Fall, also der Rezo und mir helfen, AMÖ näher zu kommen. Und warum wir das wollen, erfahrt es vielleicht in einer anderen Folge. Nein, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Folge, weil herzlich willkommen zur Folge 2 unseres brandneuen boarischen Podcasts. Und zwar wird es halt ein bisschen spicy. Ihr habt es schon am Titel gemerkt, beziehungsweise haben wir es schon in der letzten Folge angekündigt, dass halt ein bisschen um das Thema Sex geht. Das bedeutet, unsere Eltern müssen jetzt ausschalten. Servus, schön war's mit euch. Für die Mama. Und auch unsere Geschwister. War wichtig. Ja, das war mir auch sehr wichtig. Für euch. So, sind jetzt alle anderen noch da? Perfekt. Grüß euch. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und danke für das ganze Feedback zur ersten Folge. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr alle habt müssen. Und ihr wahnsinnsgeilen Menschen habt uns ja sogar in die Apple Podcast Charts katapultiert in der Kategorie Comedy und das schon mit der allerersten Folge. Wir haben es jetzt gar nicht fassen können. Wir waren da zwischen lauter hochdeutsche Podcasts und halt so Leute, von denen wir zum Teil selber auch Fans sind. Zum Beispiel war da dann der Sunset Club mit Joko Winterscheid und der Sophie Passmann hinter uns und Felix Lobrecht mit 99 Problems war hinter uns. Also da haben wir schon zuerst mal ganz schön blöd geschaut, mittendrin, wir 3 Bauernfünfer, aber wir haben uns richtig, richtig gefreut. Also vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an der Stelle für euren Support und herz ganz fleißig weiter und verzeiht es auch fleißig weiter. Danke euch. Ich möchte gleich mit einer richtig spicy Frage einsteigen ins Thema. Wobei, wir müssen das andere noch besprechen, gell? Weil du hast vorher im Intro ja den Namen Eisprung-Beni gesagt. Name von der Redaktion natürlich geändert.
Und Selbstverständlich. warum wir da alle drei gelacht haben, möchte uns vielleicht Verena erklären. Es gibt so eine Zeit im Monat, da hat man seinen Eisprung als Frau, als Mensch mit Gebärmutter. Und in dieser Zeit passiert es gelegentlich, dass man Leute gut findet, die man eigentlich überhaupt nicht gut findet. Und dann kann es passieren, dass man beispielsweise irgendeinen Beni trifft, Name geändert. Ja. Und wenn man den so trifft, dann findet man den ganz furchtbar. Und wenn man seinen Eisprung da hat, dann denkt man sich, gar nicht so schlecht eigentlich. Und man muss dazu sagen, ich habe Verena dafür wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre verarscht, weil ich habe Pille genommen, seitdem ich, glaube ich, 15 war, also wirklich schon ewig. Das heißt, ich habe mich überhaupt nicht mehr erinnern können, wie es überhaupt ist, einen Eisprung zu haben, weil Pille unterdrückt das Ganze ja. Und ich habe aber im Sommer diesen Jahres Pille abgesetzt und ich möchte kein Kind kriegen, beruhigt euch. Mich hat es einfach mal interessiert, wie das ist, wenn man halt dann nicht mehr seinem Körper künstliche Hormone zuführt. Und natürlich, wir wissen es da wo ich hinspuck, muss ich aufputzen. Das allererste Symptom, das ich hatte, war wirklich so, also es hat sich angefühlt, ich glaube, so fühlt sich ein Ständer an, glaube ich. Also aber so ein Dauerständer. Er hat wirklich einen Tag lang einen Dauerständer und ich habe mir gedacht, alles, was ich gesehen habe ich mir gedacht, naja, warum nicht? Das ist schon Und okay. es hat mir natürlich so recht geschehen. Es war danach auch nicht mehr so schlimm. Also der erste war schon der schlimmste, aber ich merke es trotzdem seit einigen Monaten, dass wirklich krass ist, dass sich mein Körper, weil, keine Ahnung, sonst stehe ich auf Dunkelhaarige, aber in der Eisprungphase sagt mein Körper so, naja, aber der Blonde neben dir, ein schöner Oberarm, oder? Was findest du? Also, da wäre ich auf einmal sehr, sehr, sehr flexibel. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, ob Männer so eigentlich immer empfinden. Ich hoffe es jetzt eigentlich nicht. Weil das ist ja schlimm. Also wenn du so triebgesteuert die ganze Zeit bist, das ist ja wirklich anstrengend. Vielleicht sind die deswegen so blöd manchmal. Das tat mir auf jeden Fall auch sehr leid. Kennst du das Phänomen auch? Ja, auf jeden Fall. Also nicht so ausgeprägt, wie es ihr beschreibt, aber ich merke das schon, so wenn es auf den Eisprung zugeht, dass ich mir auf jeden Fall öfter im Bus oder in der Stadt unterwegs denke, ich grüße Sie. Das habe ich sonst eigentlich nicht. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, euer Gebärmutter ist enttäuscht von euch? Wie so ein Vater, der einen so vorwurfsvoll anschaut mit so einem traurigen Blick und sagt, mei, sie ist eine Schande für diesen Körper. Aber jetzt, wo du das sagst, fühle ich mich schlecht. Man muss vielleicht noch dazu sagen, was euch wahrscheinlich sehr wundert, da ich auf jedem Foto ein Bier in der Hand habe, aber bin ich aktuell nicht schwanger. Wenn das letzte Mal gefragt worden ist, auch wieder bei einem Foto, wo ich ein Bier in der Hand gehabt habe, ob meine Ankündigung ist, dass ich schwanger bin, kam 3-mal. So, ja. Krass. Welche Schwangeren kennt ihr? Und ich habe auch noch kein Kind und auch Verena und Res haben noch keine Kinder. Deswegen sind unsere Gebärmütter tatsächlich wahrscheinlich sehr, sehr enttäuscht von uns. Weil was die wenigsten ja wissen, ist, dass Sex ja eigentlich zur Fortpflanzung da ist. Das ist ein Wissens-Podcast. Na. Was soll? Aber wir umgehen das jetzt auch. Und ich möchte euch gleich eine spicy Frage jetzt stellen. Und zwar, gibt es einen Ort, an dem ihr schon mal Geschlechtsverkehr hattet, den ihr aber nicht weiterempfehlen darf? Vreni. Boah, schwierige Frage. Ich habe gerade keinen auf Lager, der richtig beschissen war. Eigentlich hat es immer passt. Das liegt doch, dass ihr eine Maschine im Bett bin. Eben. Schade. Das hast du an. Also, ich habe auch keinen, aber ich möchte an dieser Stelle mit einer Lebenslüge aufräumen, die ich schon sehr lange mit mir rumtrage. Oha.
Und zwar, Jetzt bin ich gespannt. Also es hat alles so angefangen, dass ich mit meinen Freunden auf einem Festival war und wir haben da auf dem Campingplatz Ich hab noch nie gespielt. Das kennt ihr bestimmt, oder? ja, also da, wo man immer trinkt, wenn man es schon hat, oder? Also jemand sagt, Genau. ich habe noch nie Zehennägel gegessen und alle, die wo das leidenschaftlich lernen müssen, einen Schluck nehmen. Richtig, richtig. Genau so funktioniert das. Und wir haben das halt mit Leuten gespielt, die wir noch nicht gekannt haben. Und irgendjemand hat dann gesagt, ich habe noch nie Sex auf einem landwirtschaftlichen Gerät gehabt. Und ich habe die Frage nicht gehört und habe getrunken, weil ich einfach einen Schluck trinken wollte. Und dann haben mir alle angeschaut, haben alle gelacht und waren so, hä, was, verzeih? Und ich habe nicht verstanden, um was das geht. Und es hat sie dann aber, also ich fand es dann aber lustig, dass alle gelacht haben und habe gedacht, naja, das war eigentlich auch eine gute Geschichte, oder? Und habe das dann nie aufgeklärt. Und in den nächsten Jahren, immer wenn meine Freunde mit mir, ich habe noch nie gespielt haben die Frage gestellt, weil sie gewusst haben, da muss ich trinken. Und dann war irgendwie nie mehr der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, hey Leute, das stimmt eigentlich gar nicht, das ist ein großes Missverständnis. Ich habe nur getrunken, weil ich gerade trinken wollte. Und ja, in diesem Sinne an alle meine Freunde, die gedacht haben, ich habe schon mal Sex auf einem landwirtschaftlichen Gerät gehabt. Nein, das ist nie passiert. Es tut mir sehr leid. Ich möchte mich entschuldigen bei euch, dass ich euch angelogen habe. Ich hoffe, ihr könnt es mir noch in die Augen schauen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich glaube, sie können da jetzt eher wieder in die Augen schauen. Wahrscheinlich. Das hoffe ich. Das hoffe ich. Na, an dieser Stelle, Vreni und ich haben ja diesen Sommer davor eigentlich geträumt, weil wir waren bei der Verena auf dem Bauernhof daheim ein paar Tage und wir wollten eigentlich so eine Videoserie starten, dass wir einen Bauern oder Bäuerin für Dress finden. Ne? Haben wir leider nicht dann durchgezogen, aber das ist ja nur einer unserer größten Träume. Vielleicht können wir das noch machen, sodass Dress das wieder gut machen kann bei ihren Freunden. Ja, War angebracht. wir träumen ja auch davor, dass Dres auch Bauerninfluencerin wird. Also Ja. einfach halt Fotos von geile Kahn machen und so. Wir haben eigentlich auch schon einen ausgeschaut gehabt, einen Lohnunternehmer, der noch zum Home ist. Und das ist ja überhaupt die beste Voraussetzung, weil der einen mega Fuhrpark hat. Also Dres, vielleicht bringen wir euch ja doch noch zusammen. Er weiß aber halt noch nichts von seinem Glück. Ah, leider nicht. Vielleicht sollte man es ja mal sagen. Verena hat ihm extra auf Instagram dann eine Anfrage geschickt, damit sie uns seine Fotos zeigen kann, weil sie kennt den halt privat. Genau. Aber was halt so Leute oft gemeinsam haben, ist, dass sie halt dann kein Foto von sich einstellen, sondern halt nur Fotos für einen Fuhrpark. Danke dafür. Wir wollten die auschecken. Ja, Das war mir aber auf jeden Fall sehr unangenehm. Es war eher Erna Ding als mein Ding, das muss man jetzt schon dazu sagen. naja, Ja. vielleicht ist das auch ein bisschen eine Story of your life in unserer Freundschaft, dass Anja und ich Ja. immer Dinge machen, die du gar nicht willst. Und du bist Das einfach ist- dabei. So wie früher im Studium sind wir immer einfach mit unserem Bettzeug vor der Tür gestanden bei der Rest und haben gesagt, wir schlafen halt bei dir. Und sie hat nie widersprochen und irgendwie hat das nie aufgehört. Na, Ja. So war es auch bei diesem Podcast, muss man sagen. Ja. Aber es passiert einfach. es passiert einfach. Aber ich bin auch froh, dass ich dabei bin. Ich bin wie so ein Hund, der sich einfach gefreut, wenn er mit ins Auto darf. Das freut uns sehr. Aber Anja, erzähl du bitte, hast du einen Ort, den du nicht empfehlen darfst? Ja, also ich weiß ja nicht, wie gelenkig ihr seid, aber kann man ja mal fragen. Ja. Aber ich darf Autos nicht empfehlen. Also ich finde, das stellt man sich immer viel besser vor, als es dann ist. Ich finde, also eine Rückbank tut einfach nur überall weh im Körper. Also es ist nie das, was man sich wünscht. Und was ich auch nicht empfehlen kann, und hier, also falls jetzt verbotenerweise wirklich hier Familienmitglieder nur zuhören, jetzt auch ganz schnell raus hier. So, seid draußen? Gut. Was ich nicht empfehlen kann, nicht weil ich irgendwie erwischt worden war oder so, sondern weil ich es einfach abartig finde, ist der Parkplatz von einem Baumarkt. Ich werde jetzt auch nicht sagen, welcher Anja. Baumarkt. Nicht, dass jetzt irgendein Baumarkt auf die Idee kommt, da sein Videomaterial zu checken. Du zeigst uns ganz neue Seiten von dir.
Ja, also wie gesagt, es ist nichts, ich wurde nicht erwischt oder so, aber die Gefahr, glaube ich, ist trotzdem zu groß und auch, dass da Überwachungskameras sind und so. Das da die jetzt im vernünftigen Alter, da die das nicht mehr machen. Im vernünftigen Alter, hä? Gut, schön, dass wir drüber geredet haben. Hat mich auch Ich gefreut. fühle mich auch sehr erleichtert jetzt. Also das Oh, ich hab noch einen. Ich hab noch einen Ort. ja, bitte. Der ist jetzt auch nicht so krass. Ich glaube, die Erfahrung haben auch schon viele Leute gemacht. Aber ich kann auch einen Sandstrand absolut nicht empfehlen, weil wenn man mal Sand an Stellen hat, der dann nicht sein soll und das dann reibt, ist ungut. Wirklich ungut. Das stellt man sich auch viel besser vor, viel romantischer vor, als wie es eigentlich ist. Kann ich überhaupt nicht mitreden. Also Ja, bei nicht. Sandstrand bin ich raus. Habt ihr Urlaubsromanze schon mal gehabt oder was ist da los? Doch, aber halt im Meer und nicht am Strand. Aha. Ich finde, also ganz ehrlich, im Wasser ist irgendwie, es funktioniert doch nicht, oder? Funktioniert das? Bei mir anscheinend schon. Ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall beeinträchtigt, die ganze Mechanik. Ach so meinst du? Ja. Aber wir sind ja schon öfter drauf gekommen, dass wir anscheinend sehr unterschiedliche Mechanik haben. Das stimmt allerdings. Ich glaube, dass die komplett anders funktionieren, die Körper. Da gibt es 2 verschiedene Bedienungsanleitungen. Absolut. Bin ich mir sicher, ja. Schön, das freut mich sehr. Zum Thema Almöhi. Also, Ungern, sehr ungern. Sagt es noch. na, doch. Wenn ihr auch eine Freundin mal so richtig kennenlernen wollt, dann Schritt 1. Sucht mal ein Beutel von dem McDonalds-Maskottchen aus den 90er Jahren und fragt, mit wem sie unter Zwang am ersten Sex haben dann. Das hat schon bei uns zu sehr, sehr schlimmen Diskussionen und Beleidigungen geführt. Wir tun genau das Foto, das wir meinen, auf das wir uns beziehen, in die Shownotes, damit ihr wisst, um was das geht. Weil es ist wichtig, dass es genau dieses Foto ist. Ja. Und dann kommentiert ihr, wen davon ihr bumsen tanzt, okay? Ja. Macht es mal und fragt eure Freunde und Freunde. Das ist sehr, sehr wichtig. Sollen wir sagen, wen wir gewählt haben? Oder wir lassen euch das mal Ja. ausdiskutieren und dann sagen wir, wen wir gewählt haben. Oder vielleicht sagt ihr mal uns, was ihr meint, wen wir da wählen dann jeweils. Ja. Auf jeden Fall hat das in unserer Freundschaft so zu Diskussionen geführt, dass wir beschlossen haben, dass wir uns gegenseitig PowerPoint-Präsentationen an einem Abend halten, wo jeweils gesagt wird, mit wem man, also mit welcher Comicfigur muss man dazu sagen, man am ersten was anfangen hat und mit welchen nicht. Und man muss jetzt natürlich auch denken, dass, also wenn das jetzt irgendwie Kinderfiguren sind, es geht natürlich auch darum, dass man dann auch im selben Alter ist und so, wen man halt mit Nein attraktiv gefunden hat. Also, Ja. ihr wisst es eh. Und es gab Streit zweimal. Zwischen euch möchte ich betonen. Nein, es gab auch zwischen dir und der Rest Na. Streit. Und zwar Echt? nur einen Ja. schlimmeren. Oh. Wegen dem typisch Andy. Oh, ja, da kenne ich keinen Spaß. Verena und ich hatten tatsächlich überhaupt keine Überschneidungen. Nein. Aber auch Dresel und ich hatten eine Überschneidung gleich am Anfang. Da gab es auch kurz Streit. Und zwar an Almöhi. Was ich ein bisschen eklig fand. Hey, es ist ein sehr sanfter Mann, okay? Ja, und schauen Okay. da an. Also, ich meine, er wohnt in die Berge, das ist sowieso was mich komplett anzieht. Ja, Und er hat auch immer viel Cast da, mag ich auch gern. ja, bin ich auch noch dabei. Hast du schon mal gesehen, was der für ein Kasbrot macht? Ja, habe ich gesehen. Weißt du, wie das Kasbrot ausschaut? Das Einzige, was mein Hirn fickt, ist, dass das ein Großvater ist und ihr den ja offensichtlich als Kinder schon gut fandet. Nein, den finde ich jetzt erst gut. Also, Ach so. ja, das haben wir ja immer dazu Ja. gesagt, wenn wir als Aber Kind er gut ist gefunden immer haben. noch ein Großvater. Ja. Ja. Naja, was möchtest du Er machen? ist sehr alt. Ich stehe normalerweise nicht auf ältere Typen, aber muss auch mal Ausnahmen machen. Also, ja, Dress steht normalerweise auch nicht auf ältere Typen. Das war fies, Aber Entschuldigung. für den Almöhi, nein, das ist okay. Das ist okay. Die Wahrheit darf man auch sagen. Für den Almöhi
darf mein dir jederzeit offen stehen. Da steht mehr da offen. Möcht's ihr? Möcht's ihr nur 2, 3 Beispiele nennen von Comicfiguren, die ihr bumsen lasst oder nicht bumsen lasst? Könnt ihr euch erinnern, was ihr in der Präsentation hattet? Ich weiß gar nicht mehr gescheit, ehrlich gesagt. Ich glaube, Rez hat das auch bei Drest oder auf Twitch streamen und hat das auch ihrem Chat gezeigt, dann die Präsentation im Anschluss. Und der hat gesagt, sie soll aufhören, haarige Viecher zu bumsen. Ja, das ist korrekt. Ich werde auch regelmäßig von meinem Chat damit aufgezogen, dass der Alm Öhi und sein Hund in meiner Präsentation vorgekommen sind. Sein Hund war da auch drin, das weiß ich gar nicht. Er heißt Josef, sag seinen Namen. Ich kann nicht mehr. Das ist irgendwie schlimm. Es ist sehr schlimm, aber kannst du bitte die anderen Comicfiguren auch noch sagen, die haarig sind? Ja, ich bin gerade auf der Suche nach der Präsentation. Also ich weiß, es war nur der Bär im großen blauen Haus. Ja, also sorry, der ist so eine Süßmaus. Ich glaube, ich stehe einfach auf Süßmäuse. Sie heißt Bumspräsi. Ja, und zwar? Um mal jemanden zu nennen, der nicht haarig ist. Der Bob Belcher von Bob's Burgers. Ja. Ja, An den, finde ich gut. an den kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Aber die waren komisch Der teilig, ist- glaube ich. Ja, der ist halt einfach ein Vater und der ist so süß. Ich möchte, dass Verena jetzt noch jemanden sagt, ich fühle mich hier gerade sehr im Spotlight. Lasst's mir. Im Spotlight. Entschuldigung, dass ich einen Typ habe. Oh Gott. Ja, Vreni, wer war es bei dir? Na, du bist ja. Ja, ich glaube, ich habe einen Garfield noch drin gehabt. Ja, das ist doch auch abartig. Weißt du, was ich Ja. bei dir echt verrückt fand? Dass der Popeye drin war. Popeye und Diddelmaus. Und Stimmt. da die gerne fragen, was ist los mit dir? Diddlemaus. Schmarrn. Ich habe doch nicht Diddlemaus drin gehabt. Du hast auf jeden Fall natürlich als Pferdemädchen den Typ von Bibi und Tina drin gehabt. Den Oh ja, Schnösel. Alexander von Ja, Falkenstein. also da schreckt mir alles ab. Hallo, er hat einen schwarzen Hengst. Ja, pfui Teufel. Ja, ja. Hallo, er hat einen wunderschönen Gaul, natürlich. Sie überzeugt. Typ, der mit Pferdl umgekommen, habt ihr schon mal einen Hufschmied angeschaut? Hufschmied ist auch so ein Beruf. Ist der sexy? Weiß nicht, wenn's das bist einfach heiß. Was, Echt? Also, was sind- du bist vielleicht optisch gar nicht heiß, aber die Tatsache, dass du Pferdehufe aufhebst und mit dem Feuer spulst, weil du ja mit Eisenschmieden und so, Aha. ist einfach heiß. Pferdehufe aufheben ist heiß. Ich glaube, es gibt sogar so einen. Ja. Schreibt es mit, Leute. Das ist alles klausurrelevant. Ich hoffe, ihr schreibt es mit. Es gibt sogar so Stallburschen und Hufschmied-Kalender. Also andere hängen sie nackte Frauen in einer Werkstatt und bei Pferdemädchen hängen halt Echt, nackte oder? Hufschmiede in der Werkstatt. Ist Ich so. habe nicht gewusst, dass das ein Thema In der ist. Werkstatt vor allem. Habe ich auch nicht Im gewusst. Stall nein. habe ich gemeint. Ach, wie krass. Da lernen wir echt was. Krass. Ja. Da lernt sie noch was mit mir. Was sind für euch sonst noch sexy Berufe? Boah, das Erste, was mir einfällt, ist Barista. Wenn mir jemand einen Kaffee macht, Echt? boah, das macht was mit mir. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also ich war das letzte Mal, als ich unterwegs war an der Raststätte und habe mir bei Starbucks einen Kaffee geholt und die werben mir damit, dass es einen guten Kaffee gibt. Auf jeden Fall hat mir dann da einer einen Kaffee gemacht und der hat so scheiße geschmeckt und da Echt? habe ich auf jeden Fall dann gar keine Liebe mehr gefühlt. Also ich verstehe, dass es vielleicht andersrum sein kann. Also Ja, wenn die, also ich habe ja keine Ahnung, die machen durch den Kaffee in dieses Teil für die Siebträgermaschinen und Ja. dann müssen sie das so ausklopfen. Boah, das macht schon was mit mir. ich glaube, ich habe selber noch nicht drüber nachgedacht, was ich für Berufe anziehend finde, aber natürlich schon eher Handwerker. Also ja, Handwerker. da hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, Landwirte und so, also doch finde ich schon anziehend. Also einfach auch was Körperliches, aber was bei mir auch völlig ins Lare läuft, ist zum Beispiel ein Bühnenbonus, einfach weil ich selber auf der Bühne stehe.
Also ich verstehe das aus Teenagerzeiten, dass ein Typ wirklich viel attraktiver wird, wenn er auf einer Bühne steht. Aber das habe ich auf Ja. jeden Fall jetzt überhaupt nicht mehr. Also keine Ahnung. Das habe ich auch abgelegt, seit du das verzahlt hast. Schon, oder? Was Dass ein das Bühnenbonus ist. Das war mir nicht bewusst. Also Ja. ich spüre das mittlerweile, ich spüre das trotzdem, Ja, aber ich denke mir dann, ja, fair gehen, Kim. Das Das ist der Bühnenbonus, du Bühnenbonus. weißt das eh. ist echt so. Ich war letztens, das habe ich erzählt, aber ich möchte es hier nochmal erzählen, in London auf einer Comedy-Show und da war eine Frau, die ich noch nicht gekannt hat, die war als Vorprogramm quasi und die hat halt auch so ein bisschen, ja, die war sexy angezogen und halt dann gesagt so, ja, Frauen, ihr braucht keine Angst haben, dass ich eure Männer ficken will, weil im Gegensatz zu einem Mann brauche ich mich nicht auf die Bühne stellen, um Sex zu haben. Und das fand ich so treffend. Weil ich dann auch drüber gedacht habe, Alter, jetzt werde ich so gecancelt dafür von meinen Kollegen. Aber es gibt wirklich viele Kollegen, die ich habe, die sehr, sehr, sehr viele Fans flachlegen. Wo ich mir denke, ich weiß jetzt nicht, ob das ohne Bühnenbonus möglich war. Vielleicht wissen sie es Und wenn ich selber. damit mohnte, darüber könnt ihr jetzt selber drüber nachdenken. Das war gemein, ich war schon. Aber die gute Frau hat recht, was soll ich sagen? Kannst ja du nichts dafür, wenn die recht hat. Ach ja, schön. Aber Anja, du kommst uns nicht aus. Du hast uns jetzt noch nicht gesagt, was deine ekligen Comicfigur war. Also das, wo ich mir selber komplett eingesucht habe, als ich die Präsi erstellt habe, darüber habt ihr gar nicht so gelacht. Und zwar habe ich, glaube ich, vorher, also ich habe immer so, ja, nein, und habe so die Präsi durchgeklickt und dann habe ich halt irgendwie so, glaube ich, bei irgendwann von den Teletubbies habe ich Nein gesagt und dann kam danach der Nono, der Staubsauger von den Teletubbies und habe Ja gesagt. Und für mich war das ein Brüller und ich habe es überhaupt nicht gelacht. Weil wir so verwirrt waren, glaube ich. Ja, ja. Aber was fasziniert die an dem? Ja. Nein, ich finde, er hat schon einen coolen Namen. Also Nono Und das lang. und er hat einen langen Schlauch. Was ist er? Oh, Du warst eklig, aber bist du in deiner Dead-Joke-Ära angekommen, oder was? so nämlich. Und ihr wisst ja, was die Funktion von Satisfyern ist. Die saugen. Ich glaube, meine Mama ruft mich gerade an. Ich muss los. Und der Nono, Okay. ich meine, ich bin ja total chaotisch, gell? Also ich brauche halt ja jemanden in meiner Beziehung, der aufräumt. Nono. Also ganz ehrlich, Stimmt. er ist ein Gesamtpaket für mich. Ja, okay, kannst nichts sagen, wenn du es so erklärst, ergibt alles einen Sinn. Ja, Schach und Matt, Anja. Sonst weiß ich es gar nicht mehr. Habe ich nur irgendwas gehabt, was euch überrascht hat? Na, du hast die ganzen König der Löwen gehabt, das hat uns aber überhaupt nicht überrascht. Das stimmt, ja. Ich habe es nach der Reihe. Ein Simba, ja. Ein Mufasa, ja. Und ein Kufu, dreimal ja. Man muss dazu erzählen, dass Anja uns vor dieser Präsentation schon gedroht hat, wenn jemand von uns auch nur einen Löwen aus König der Löwen in der Präsentation hat, dann ist vorbei. Ja. Aber damit hier auch noch ein bisschen Leute relaten können, die auf Frauen stehen, Dres und ich hatten auch noch ein paar Frauen drin, die wir scharf finden. Ich zum Ja. Beispiel Meg von Herkules und Spinelli von Disneys Große Pause. Wichtig. Ich hatte, glaube ich, nur Chigo von Kim Possible. Das ist so die Antagonistin, die schwarz-grüne, die kennt man bestimmt auch. Und wen ich auch richtig heiß gefunden habe, das ist ein bisschen nischiger, war die große Schwester aus der Serie Abenteuer mit den Stachelbeers oder so, wo der Papa so ein Dokumentarfilmer ist. Und die Okay. Schwester hat immer so baggy Jeans an und bauchfreie Oberteile und so eine Frisur, wo man nur ein Auge sieht. Also das hat viel mit mir gemacht auf jeden Fall. Ich habe früher so eine Frisur gehabt, habt ihr die auch gehabt? Ja. Wo man nur ein Auge sieht. Ja. Ich hätte es immer sehr gern gehabt. Aber aus Aber? verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht. Ich glaube, meine Mama und meine Friseurin waren da vehement dagegen. Ja, also meine Eltern haben da auch ständig gesagt, du siehst nichts.
Aber es war mir wurscht. Aber ich fand's mega cool. Ja, es war echt mega cool. Ich habe früher bei Typen so einen Topfschnitt voll sexy gefunden. Also ich habe Ja. alles ein bisschen länger Haar gehabt. Ja, mein Gott. Das, wenn man heute sieht, ist echt so, oh Gott, wie 12 willst du ausschauen? Aber ja, damals war das echt krass. Ich fand aber auch also als ich selber 12 war, fand die Zahnspange sehr scharf. Okay. Hast du selber eine Zahnspange gehabt? Na, Das erklärt's. man will ja immer das, was man nicht hat. Und ich fand aber, wenn Typen mich so angegrinst haben, mit einem Zahnspangen lächeln, fand ich, wow. Okay. Wild. Es hat bei uns in der Schule immer die Gerüchte gegeben, wenn die zwei Leute mit Zahnspangen küssen, dass man sie dann ineinander verhaken kann. Ja, Ja, Und das ist doch aber sogar mal bei Schloss Einstein passiert, oder? das war Da haben doch zwei knutscht und da ist eine mit ihrem Zungenpiercing in der Zahnspange vor dem Typen hängen geblieben. ja, okay. Echt? Zungenpiercing Also verstehe die ich Angst noch, aber war so, real. so Zahnspangen an Zahnspangen verstehe ich jetzt nicht so. Aber ich weiß, dass ich deswegen sehr große Angst vor meinem ersten Kuss mit meinem damaligen Freund gehabt habe, weil ich dachte, oh nein, Oh. was ist, wenn wir nie wieder voneinander loskommen? Das wäre doch romantisch. Habt ihr einmal in der Bravo so Tests gemacht, ob ihr gute Küsser seid, obwohl ihr noch nie einen Zungenkuss hattet? Aber man hat dann immer so auswählen können, wie küsst du? Ja, ich küsse eher zärtlich. Oh, ein bisschen Zunge darf schon sein. Oder für mich ist das nur ein kurzes Bussi. Und ich immer schön mit meiner Freundin immer alles angereizt und so, obwohl wir noch nie einen Zungenkuss hatten. Ganz tolle Küsserinnen. Nein, habe ich nicht gemacht. Nee, da? Na, du hast wahrscheinlich nur Wendy gelesen. Ja, Tatsache. Ja, schlimm. Mei, Pferdemädchen, was willst du machen? Hast du Bravo gelesen, Res? Nein, habe ich auch nicht dürfen. Echt? Warum nicht? Weil da Nackerte Weil da drin waren? nackte Leute drin waren, ja. Sind die eigentlich immer noch drin, die Nackerten? Scheint nicht mehr. Ich glaube, gibt es Bravo überhaupt noch? Ich glaube schon. Ich habe immer Bravo Girl gelesen. Da waren die Nackerten ja, glaube ich, eh nicht drin. Also Bravo Das hab habe ich ich mir nur dürfen. geholt, wegen die Poster, die man halt einmal braucht hat. Ja. Na, aber da habe ich sehr viel Wissen auf jeden Fall, das ich habe über Sex und Zärtlichkeiten und über Flirten, habe ich auf jeden Fall aus der Bravo Girl. Woher habt ihr damals euer Wissen hergehabt? Habt ihr irgendwie das in der Schule mitgekriegt oder von euren Freundinnen oder haben euch unangenehmerweise eure Eltern aufgeklärt? Ja, tatsächlich. Also es war nicht so, wie ihr denkt. Mama hat uns einfach ein Buch gegeben. Also das hat erst mein Bruder gelesen. Das hieß, wie ist das mit der Liebe? Und danach Süß. hat es gleich mir gegeben. Und dann habe ich das gelesen. Dann habe ich mich auskennt. Wie alt warst du da? Als relativ erste, glaube ich, ja, so 2. Klasse oder so. Erste, 2. Klasse. Weil mein Bruder war ein paar Jahre älter wie ich und keine Ahnung, der hat es halt erst gelesen und dann war ja eh klar, dass ich das sowieso erfahre. Also habe ich es auch gleich gelesen. Krass. Und du? Also so die Grundaufklärung hat, glaube ich, erst in der Schule stattgefunden und dann hat es noch ein sehr unangenehmes Gespräch mit meiner Mama auf einer Autofahrt gegeben. Das hat sich so eingebrennt. Ich habe jede Woche Taekwondo gehabt. Also legt euch nicht mit mir an, Leute. Ich habe einen gelben Gürtel und ich darf euch auf jeden Fall, keine Ahnung, Schulterwurf ist, glaube ich, Judo. Ich bin auf jeden Fall Flachlegen. stark. Aber nur auf einem landwirtschaftlichen Gerät. Ja. Und auf Entschuldigung. dieser Fahrt zum Taekwondo-Training, wo ich nicht wegrennen können habe, sie hat gewusst, da kann ich nicht aus, hat es ein Aufklärungsgespräch gegeben und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, Mama, bitte, ich weiß das schon alles, hör auf. Aber sie hat nicht aufgehört. Oh Gott. Ja, das war traumatisierend und Schön. ich bin ihr sehr dankbar. Wie war das bei dir? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe auch so ein Buch gekriegt. Also es war ein allgemeines Buch über den Körper. Also es waren auch Kapitel mit, woher weiß die Tablette, wo es mir wehtut und so. Und da gab es aber auch ein Ding, wie halt Frauen und Männer aufgebaut sind und so. Also das habe ich auch da schon gelesen. Aber so richtig mehr Wissen, glaube ich, das kam wirklich durch Freundinnen oder so. Also meine beste Freundin Mia, die hat mit ganz vielen älteren Nachbarn zusammen gewohnt, so im Viertel. Und die haben halt uns dann auch immer mal wieder Sachen gesagt. Und dann waren wir natürlich sehr aufgeregt. Ich weiß auch noch, wie Mia mich einmal angegriffen hat am Nachmittag nach der Schule und gesagt hat,
oh mein Gott, ich weiß jetzt endlich, was ein Kondom ist. Süß. Da waren wir, glaube ich, in der 4. Klasse. Schön. Ich möchte zu unserer Kategorie übergehen, oder habt ihr nur eine Frage? Wollt ihr nur was Sexuelles wissen? Nein. Wir wollen alles wissen, Anja. Okay. Wenn es keine sexuellen Fragen hier mehr gibt, dann würde ich jetzt gern zu unserer wunderschönen Kategorie die 3 Besten versus die 3 Schlimmsten kämen. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. So, und zwar habe ich mir da heute überlegt, dass ihr mir doch jetzt bitte mal die 3 besten Eigenschaften am potenziellen Sexualpartner bzw. Partnerin, je nachdem, was ihr bevorzugt, nennt. Also Eigenschaften, die einen anziehen, die euch ins Bett bringen. Und die 3 schlimmsten Eigenschaften, die euch quasi sofort abschrecken. Vreni, leg los. Ich starte mit den 3 besten. Also das Allerwichtigste ist, dass der Mensch lustig ist. Ich kann nicht mit irgendwem eine gute Zeit haben, der nicht lustig ist. Und mit lustig meine ich auch, dass man sie nicht über irgendwelche anderen Leute lustig macht oder so, sondern dass man von sich aus, von der Art her, lustig ist. Und einfach einen guten Humor hat. Und nicht ich, die Alleinunterhalterin bin und der andere nur lacht. Das finde ich immer langweilig. Also es muss so ein gegenseitiges Ping-Pong-Spiel sein. Und Typen denken sich, das ist genau das, auf was ich stehe. Ja. Okay, ihr wollt sexuellere Dinge wissen, ich merke schon. Na, aber da gab es mal so eine Studie, von wegen, dass Frauen sich jemanden wünschen, der sie zum Lachen bringt, und Typen wünschen sich Ja. einfach keine lustige Frau, sondern eine, die halt über eine Witze lacht. Deswegen. Ja. Ja, okay. Okay. Wir wollen den Spicy Tea, ja. Ja, okay, jetzt kommt das Spicy Tea. Was ich wirklich heiß finde, ist, wenn die Bullock fahren. Es tut mir leid. Ich bin ein Bauernhofkind. Und es gibt mir so ein wohliges, muckeliges Gefühl, wenn ein Typ große Maschine fährt. Das ist einfach gut. Deswegen hast du deine Hand immer auf meinem Oberschenkel, wenn du bei mir mitfährst. Ja, sicher. Das ist also schön, weil im Bullock, da ruckelt es ja auch manchmal und dann berühren sie die Knie aus Versehen und so. Also da ist eine sehr aufgeheizte Stimmung in so einer Kabine, wenn man das möchte. Ich bin noch nie bei jemandem beim Bullock-Fahren mitgefahren. Ich kann da überhaupt Was? nicht relaten. Res. Oh mein Wir Gott, fahren Res. Bullock. Nein, ich möchte, dass sie es mit jemandem erlebt, den wir für sie finden. Ich wollte es nicht. Ich fragen. Okay, ich fragen. Fragen einfach, sie will das. Ich rufe an. Ich schicke ihm die Folge. Ja, super. Du gehst um Perfekt. die. Du bist gemeint. Du bist genannt Almöhi. Er ist Ja. ein bisschen jünger. Ich hoffe, es ist kein Problem für die. Naja, Ja. macht er ein gutes Kasbrot, ist die Frage. Jetzt kommt man eher nicht zur Not. Ja. Ja, und das Dritte, wenn ein Typ ein Hemd hat Ja. und das ist ein Knopf zu weit offen, klar, und dann spitzeln da so ein bisschen so dunkle Brusthaare raus, Na. macht man fertig. Und Na. dann noch ein Kettel. Dazu. Diese Kombi. Und wenn der dann Verena. noch so. Liegt es oben auf oder verheddert sie das Kettel? Nein, das liegt. Hä? Es verheddert sie nicht, um Gottes Willen. Ich wollte wissen, wie viel Brusthaar. Ein bisschen. Das ist ja Liegt krass. oben auf. Irgendwie gar So, nicht. jetzt kapiere ich das erst. Oh Gott. Das fühlt sich ja gar nicht echt. 0%. Boah, Na, das ist echt so ein, weiß ich nicht. Also, ich finde es selber schlimm, aber was soll ich machen? immer wenn Typen so weit Knopf offen haben, dann denke ich mir, wir machen zu. Hure! Hure! Also insbesondere, wenn man in der Eisprungphase sind, kickt das ungemein. Warum auch immer. Gut, dann werde ich meinen Heimatknopf nächstes Mal aufmachen für ihn.
Deine Brusthaar möchte ich gern mal sehen, ja. Ah, Da ja. bin ich freuen. Ja, das kriegen wir hin, kein Problem. Oh, schön. Ja, und was sind die schlimmsten Eigenschaften? Ihr wollt wahrscheinlich wieder die Spicy-Sachen wissen, oder? Natürlich. Natürlich. Also ungepflegte Hände finde ich echt eklig. So schwarze Fingernägel und so. Wobei, Also muss quasi ein Landwirt sein, der aber auch aufpasst. jetzt pass auf, wenn dieser Mensch schwarze Fingernägel hat, weil er vorher unter irgendeiner riesen Maschine geflackt ist und die repariert hat, dann ist okay. Aber sonst eher nicht. Wir verstehen. Ihr versteht's. Was ich noch schlimm finde, was echt auf so Stadelfestern so manchmal passiert ist, dass Leute noch Stall stinken. Oh, ja. Und das ist, glaube ich, wenn man kurz bevor man fortgeht, nochmal schnell hinrammt. Also nochmal schnell die Kiers Futter hinrammt oder so. So, da geht man nochmal so seine kurze Runde, 5 Minuten durch den Stall und dann hockt man sich ins Auto und fährt fort und das riecht man. Das ist Das ist schlimm. halt schon krass. Wir kennen uns jetzt fast 13 Jahre, glaube ich. Und ich habe auch noch kein einziges Mal gerochen, dass du nach Steuer darfst. Obwohl du ja auf dem Bauernhof lebst eigentlich. Also von dem her. Chapeng. Chapeng. Habt ihr ja Duschen daheim? Gibt's ja nicht. Ja, aber für manche ist es anscheinend schwieriger als für die. Also von dem her. Ja, ich glaube, die meisten haben eine, aber benutzen es vielleicht nicht so oft. Keine Das Ahnung. kann sein. Oder die Waschmaschine, je nachdem. Ja, das stimmt. Und was finde ich noch ungeil? Wenn Leute Scheiße labern. Also wenn man mit einem ratscht und du weißt so nach 5 Minuten zum Beispiel schon eine politische Einstellung oder so, da denke ich mir immer so, hä? Wir kennen uns noch nicht so gut, bitte reden wir nicht über sowas. Das macht alles kaputt, alles. Bis Ja. jetzt fand ich die eigentlich witzig und jetzt kommst du mit dem Ausländer und dann denke ich mir, oh, na, Denke ich mir, ja, genau. Ende. Ja, Na, verstehe. habe dere. Ja, es killt da echt die Ja. Stimmung. Das verstehe ich. Voll. Res, verzeih uns du was. Ich fange auch mit den 3 Besten an. Was genauso wie das Kaffee-Ding ausklopfen sehr viel mit mir macht, ist, wenn Leute einen großen Hoodie haben. Also so ein Hoodie, der so ein bisschen einen festeren Stoff hat. Nein, deiner hat keine Kapuzen an, ja. Und die Kapuzen ist so, dass der Kragen so, also die liegt so gut und es steht so ein bisschen da hoch. Ich weiß nicht, ob Ja. die, also man Fühl ich sieht gar die nicht. so von vorn. Das macht so viel mit mir. Und wenn dann die Ärmel auch noch so ein bisschen übers Handgelenk gehen, ich weiß nicht, was das mit mir macht oder warum das was mit mir macht, aber das, Oh. da ist vorbei mit mir. Er hat kurze Arme. Nein, das strahlt so ein Wohlfühlgefühl irgendwie aus. Das finde ich gut. Dann, auf was ich auch stehe, sind schöne Unterarm. Kann ich auch nicht erklären. Finde ich einfach, wenn jemand schöne Unterarm und schöne Hände hat, das gibt mir Mit sehr so, viel. wenn man die Adern so sieht. Na, das finde ich nicht schön. Das ist echt. Das Nein. finde ich unfassbar gut. Echt? Nein, das kriegt man Ich nicht. finde es so schön, dass wir uns halt auch nie in die Quere gekommen wären. Wir ja, stehen das- so auf komplett unterschiedliche Sachen. Ja. Das ist Aber- überhaupt das Beste. Ja. Was ich als drittes noch sehr, sehr heiß finde, ist, wenn jemand lieb zu Tieren ist und lieb zu Kindern. Also, wenn ich mit jemandem unterwegs bin und uns begegnet ein Hund oder keine Ahnung, ein kleines Kind ist süß auf dem Bürgersteig oder so und die Person reagiert da gut drauf, da bin ich sofort ausgezogen quasi. Ist schon, ist schon passiert. Ja, das finde ich sehr anziehend einfach. Und das glaube ich auch gleich eine gute Überleitung, weil eine Sache, die komplett No-Go für mich ist, die ich super abstoßend finde, ist, wenn jemand zu Servicepersonal unfreundlich ist. Da ist bei mir sofort Schluss. Also, Ja. weiß ich nicht, wenn jemand, obwohl der Service super war und obwohl das Essen gut geschmeckt hat, kein Trinkgeld gibt oder nicht bitte und Danke sagt beim Bestellen oder wenn das Essen kommt, finde ich sau unattraktiv. Das geht gar nicht. Ja, verstehe. Dann, das überschneidet sich jetzt ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, Verena, aber ich finde auch,
dreckige Fingernägel, ganz, 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 ganz schlimm. Wenn ich mir vorstelle, du langst mir jetzt gleich mit diesen Händen an. Na, so, da habe ich jetzt schon eine Blasenentzündung. Wenn ich mir was vorstelle, habe ich schon eine Blasenentzündung. Ist schon vorbei. Ja. Ich habe eine Blasenentzündung, wenn ich das Wort Blasenentzündung her. Sorry. Das ist so schlimm. Okay. Ja, geht auch gar nicht. Und das dritte, ja, spielt auch in das eine, was du gesagt hast, dass ich super unattraktiv finde, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und merke, ja, du laberst einfach frauenfeindliche, homophobe Scheiße und es passt einfach nicht. Also da wo ich dann, auch wenn wir uns vorher gut verstanden haben, wenn es sonst in alle Kategorien passen darf, ist spätestens da vorbei, weil wir denken, du, das geht leider nicht. Da langt da oft so eine Mini-Bemerkung, dass der Ofen aus ist, wo du denkst, na. Ja, Verstehe total. Okay, Anja, was sind deine 3 besten? Also auf Platz 3 der sagen, wenn er eine natürlich gesangliche Antwort hat auf "Mir renn nicht nach der Schreim", Weil Kernöl. ja, das darfst du jetzt nicht vorausnehmen. Aber ja, mit dir da die anscheinend ins Bett gehen. Tja, wir gehen ja öfter ins Bett miteinander. Das stimmt, wir schlafen sehr oft nebeneinander nach die Shows. Dann auf Platz 2, wenn er mit mir an der Bar, vorzugsweise an der Weißbierbar, 6 Weißbier runterlassen kann, ohne die Luft dabei penetrant zu würzen. Das ist auch wichtig. Ja. Weil wenn er da einfach zusammenzwicken kann, wahlweise in sein Glas, Weißbierglasel einschorselt, ohne dass es merkt und schnell zuhebt. Das war mein Lösungsvorschlag gleich dazu. Und auf Platz 1 ist, ja, da muss ich dann doch nochmal in das Humor-Ding gehen, wenn er auf Schmarrn mit Schmarrn antwortet. Das mag ich einfach. Wenn du einen Scheiß sagst und die checken sofort deinen Vibe und rennen einen Scheiß zurück. Und, jetzt hat es auch Katze gerade vorbeigeschaut. Süß. Oh. Und sagen nicht zum Beispiel, wenn sie dann was also ich liebe es, wenn man die ganze Zeit sie über Schmarrn oder nur im Schmarrn-Sprech unterhält. Und es gibt so Leute, die aber, wenn sie irgendwas sagen, was sie nicht ernst meinen, dann gleich sagen, na, war nur Spaß oder so. Und das killt das Ganze, weil man denkt, ja, das check ich schon. So, ich war drauf eingestiegen. Ja. So. Ja, daher kann man mich da sehr, sehr, sehr damit überzeugen, wenn man auf Schmarrn mit Schmarrn antwortet. Und bei den Sachen, die mich abschrecken, also das möchte ich jetzt nicht nennen, aber es ist genauso wie bei euch jegliche Form von Extremismus, Illoyalität, wenn man über seine Freunde lästert oder so, Unfreundlichkeit zu anderen Leuten oder vor allem halt Servicepersonal, wenn man sich selber über andere stellt, wenn man aufblasendes Ego hat, wenn man geizig ist, wenn man für mein Humor empfinden unlustig ist, krankhaft, eifersüchtig, Engstirnigkeit, die Liste geht sehr lang mit Dingen, die mich abschrecken. Okay. Man kann meinen, ich bin wählerisch. Bin ich. Aber jetzt kommen die ganz wichtigen Punkte. Und zwar auf Platz 3. Wenn er keine bayerischen Sachen mag, und da waren jetzt zum Beispiel Lederhosen, Bierzeit, Blasmusik, da bin ich raus. Wenn du das nicht magst, dann wird's mit uns halt nichts. Ist halt so. Dann auf Platz 2 wollte ich eigentlich auch Gestank sagen, aber dann ist dir eingefallen, dass eine von deinen besten Freundinnen extrem steht. und ich die trotzdem mag, Res. Ja, du hättest jetzt keinen Namen sagen müssen. Aber danke. Das stimmt nicht. Du hast noch einmal gestimmt, du hast brutal Angst gehabt. Das stimmt. Nein, aber das habt ihr quasi auch schon gesagt. Deswegen darf ich gerade sagen, und da bin ich ganz anders gepolt irgendwie als viele andere Menschen. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube, aus irgendwelchen Jugendtraumata. Und zwar, wenn er ein Lagerfeuer-Gitarrist ist. Das schreckt mich komplett ab. Okay. Ich weiß auch nicht, aber da ist bei mir einfach der Ofen aus, wenn da so ein Typ hockt und der die Gitarre nicht mehr aus der Hand gibt und der mindestens genauso schlecht Gitarre spielt wie ich.
und da dann I Can Be Your Hero singt, das löst in mir nur aus, dass ich abhauen will. Und ich weiß, das ist bei ganz vielen anderen Leuten das komplette Gegenteil und die lieben das. Und ihr zwingt es mir auch ständig dazu, dass ich euch auf der Gitarre was vorsinge. Ja. Und Ja. das ist ja auch schön, weil wir singen ja dann auch gemeinsam Wolfgang Petri Benger. Das ist sehr schön. Ja, aber ich darf das ja nie freiwillig machen. Passt schon. Und es gibt aber sehr viele Menschen, die das sehr gern freiwillig machen, weil halt eben der Großteil der Menschen das auch feiern. Vielleicht habe ich in meiner Jugend zu oft erlebt, dass mich Typen so rumkriegen wollten und ich mir einfach nur gedacht habe, hör auf, es reicht. Wir sitzen jetzt schon eine halbe Stunde auf deinem Bett und du hörst nicht auf zu spulen und zu singen. Oh, das da ich so schön finden. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war mein Jugendtraum gewesen. Ja, aber ich habe mir halt gedacht, naja, ich kann besser Gitarre spielen und jetzt spiele ich schon total schlecht. Ja, vielleicht liegt es an dem. Naja, egal. Egal. Mein Platz 1, da wo wirklich, also da ist Wüste in der Unterhosen, sind, ich weiß nicht, wie diese Schuhe korrekt heißen, aber für mich heißen die schon immer Jesus-Latschen. Sorry, Jesus, du kannst überhaupt nichts dafür, aber das sind diese Sandalen, die wo so gefühlt rundum Klettverschluss haben. Wisst ihr, welchen ich meine? Ja. Da wurde eigentlich, ja, das war ein sehr weinerliches, ich habe solche Sandalen. Ja. Du hast mich dafür auch schon beschimpft, wüst beschimpft für die Sandalen. Zu Recht, wenn du mich fragst. Also ganz ehrlich, mir sind Kleidungsstücke und Schuhe und so, ich achte eigentlich generell nicht so drauf. Mir ist das eigentlich alles wurscht. Aber wenn du diese Schuhe anziehst, da kehrst du geschubst. Und dieser Meinung bin ich schon seitdem ich ein kleines Kind war. Also wirklich. Ja. Die haben mich schon immer abgeschreckt, weil dann da so erwachsene Personen zu einem gesagt haben, jetzt zieh die doch auch an, die sind bequem und dann wird die einfach nur Krieg. Ich blende euch ja gerne ein Foto ein von den Schuhen, damit ihr wisst, über was ich hier gerade schimpfe. Und alle, die diese Schuhe haben, ich möchte mich nicht entschuldigen, mir tut gar nichts leid. Schon eigentlich. Das waren wieder sehr, sehr, sehr tiefe Einblicke in Abgründe. Ich möchte zum Abschluss, wir haben jetzt eigentlich fast überhaupt keine Zeit mehr, deswegen möchte ich halt nicht die normale Liebesbriefe-Kategorie machen, sondern eigentlich wollte ich euch halt einen Liebesbrief vorlesen, den ich selber geschrieben habe als Kind und den halt nicht abgegeben habe, beziehungsweise auch vielleicht mal aus meinem Tagebuch vorlesen oder so. Aber ich habe das einfach bei meinen Eltern daheim vergessen. Ich habe hier allerdings einen Liebesbrief, den meine Mutter gekriegt hat, als sie Jugendliche war, und den darf ich echt gern vortragen. Ich hoffe, Mama bringt mich nicht um, aber es ist ja quasi eher eine Folge, die sie nicht hören darf. Daher sagt ihr einfach alle nichts und ich sage auch nichts. Mhm. Genau. Ausgemacht. Liebesbriefe, Leidenschaft, Sex, Gefühle, Feuer. Hol die Maid! Ist dir C am Wochenende zur Verfügung, weil vielleicht brauche ich den in meinem... da, wo die Sonne nicht scheint. Egi, Reinhold. Liebesbriefe. Liebe, liebste Marianne, dein dich ewig liebender, ich ändere jetzt hier den Namen in Andi, schreibt dir: Ich will dir meine Liebe beweisen und springe deshalb heute Nacht aus dem 14. Stock. Dein Andi. Woraufhin meine Mama geantwortet hat, also es ist so ein Brief, der quasi wieder zurückgegangen ist: Wenn du es überlebst, liebe ich dich auch, Marianne. Man merkt, dass sie deine Mama ist, finde ich. Also man muss dazu sagen, meine Mama war da auch, glaube ich, 11 oder so. Und ich glaube, niemand, der dem Dorf von meiner Mama wohnt, hat einen 14. Stock. Also da hat der Andi vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja. Aber sehr schlagfertig für 11-Jährige. Ja, finde ich auch. Der Andi hat dann aber auch Schluss gemacht nach einer Boah. Zeit, müsst ihr wissen. Auch nochmal mit einem Brief. Ist frech, ja. Mhm. Frech, meine Mama zu verlassen. Mhm. Möchte ich sagen, aber ich bin froh drum, weil sonst gäbe es ja nie vielleicht nicht. Oder zumindest nicht in dieser perfekten Form eben. Dabei Papa jetzt so. An Marianne.
Ich mag nicht mehr. Ich habe genug von dir und von den anderen. Da hat meine Mama nur dazu korrigiert, welchen anderen. Dass ich am Sonntag noch ins Kino gehen sollte, gab mir den Rest. Andi. Bruder, fühle. Das auch noch. Du arme Maus, hast ins Kino müssen. Ja, und so möchten wir euch jetzt auch verabschieden. Wir hoffen alle inständig für euch, dass ihr nicht ins Kino müsst am Sonntag. Ja. Kämpft auf jeden Fall, falls ihr irgendwie in der Nähe seid oder falls ihr nicht in der Nähe seid, sondern einen geilen Skiausflug haben möchtet, kämpft am Samstag, den 6. Dezember nach Fiss. Und zwar spiele ich da 2 Shows. Das wird richtig, richtig geil. Also schaut da alle vorbei. Eben. Genaueres auf meinem Instagram. Und ja. Also Freunde, bewertet uns mit 5 Sternen, klar. Schreibt uns auch gerne noch einen Kommentar und dann hören wir uns das nächste Mal. Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.